Ja, hey, wir sind über die letzte Woche miteinander auf einer Reise gewesen. Der Joni schiebt die Reise gerade hier an. Und zwar haben wir die Reise gemacht und wir haben angeschaut, wie Gott mit seinem Volk Geschichte geschrieben hat. Wir sind da vorne gestartet mit dem Abraham, mit den Erzvätern, Abraham, Isaac, Jakob. Dann haben wir den Mose angeschaut, wie er mit Hilfe von Gott natürlich das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, der Riesenfeind. Es ist weitergegangen zum Königstum, die verschiedenen Könige, die dort gelebt haben, und dann natürlich die Propheten. Und die Propheten, die immer so Weckruf gesendet haben am Volk Israel und gesagt haben, hey, kehrt um zu Gott, bis zum Jahr 0, wo Jesus dann gekommen ist auf die Welt. Und letzte Woche sind wir mit dem Joni in die 2000-jährige Reise eingetaucht, und er hat uns auf die Reise mitgenommen vom Volk Israel, wo Gott mit ihm gemacht, also wo Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, die letzten 2000 Jahre bis zum heutigen Zeitpunkt. Es war sehr, sehr spannend. Es lohnt sich nachzuhören, wenn ihr es verpasst habt. Heute greift man den Faden auch wieder bei Jesus auf. Ihr seht, dort hat es so eine zweite Linie oben durch, und wir starten dort gerade beim Kreuz von der Zeiten von Jesus. Wir starten bei Jesus, weil Jesus hat keine Religion gestartet, sondern er hat Gemeinde gegründet. Mit seinen Nachfolgern, mit einem Volk, damit sich durch die Gemeinschaft Reich Gottes auf die Welt bringen und alle Völker ringsum können sehen, was das für eine Gemeinschaft ist und dass der eine Gott mitten in dieser Gemeinschaft mit ihnen dabei ist. Das Wichtige ist, Jesus hat die Kirche erfunden. Das ist nicht etwas, was wir Menschen erfunden haben, sondern es ist die Idee von Jesus, und er hat sie ins Leben gerufen. Und aus diesem Grund wollen wir gerade zurückgehen zu dem Moment im Matthäus-Evangelium, wo das passiert ist. Und wir sehen dort in einer Stelle, wie Jesus seine Jünger getroffen hat. Und er sagt zu den Jüngern, hey, was denken ihr? Was sagen die Leute so, wer ich bin? Und die Jünger bringen verschiedenste Vorschläge und sagen, ja, sie denken, du sagst der Johannes, der Täufer. Du bist ein Prophet, der Elia, der Mose, der Jakob. Und dann kommt der Simon Petrus und sagt, aber weißt du, du bist der Messias. Der eine Sohn, der wahrhaftige Messias. Und ich werde mit euch gerade ins Matthäus-Evangelium 16 hineingehen und lesen, wie das Jesus auf das geantwortet hat. Jesus sagt, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Wow, was für eine gewaltige Aussage von Jesus an Petrus und an seine Jünger. Das ist der Moment, wo Jesus Kirche ins Leben ruft. Das ist der Moment, wo so die Berufung von der Kirche stattfindet. Und wieso macht er das? Wir haben schon gesehen, dass im Alten Testament, wo wir durch die letzten Wochen so durchgegangen sind an den Sündigen, wie Gott ein Volk, die Juden, so auserwählt hat. Er ist mitten unter ihnen gewohnt. Und er hat gesagt, hey, ihr sollt ein Segen werden für die anderen Völker. Ich habe euch nicht einfach auserwählt für einen Selbstzweck, sondern ich will das Reich Gottes durch euch, durch die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, dass das sichtbar wird auf dieser Welt, damit die Völker eifersüchtig werden und auch zu dem einen Gott wollen oder mit dem einen Gott wollen leben. Und wie im Alten Testament das Volk berufen worden ist, beruft Jesus seine Jünger. Wir wissen, in der Bibel sehen wir immer wieder, wie alles klein anfängt im Reich Gottes. Und auch da fängt es mit 12 Jüngern an. Manchmal kann man sich fragen, wieso genau die Jünger. Die einen sind ein bisschen speziell gewesen, gerade Petrus, der manchmal so ein bisschen auffällige Art hatte. Aber da sehen wir, es waren Männer, die gesagt haben, hey ja, ich stehe auf und ich gehe. Ich lasse mich berufen. Und gleich darauf sehen wir, wie das so losgegangen ist mit der Kirche. Der Petrus hat predigt und 5000 Leute sind zum Glauben gekommen, sind in die Nachfolge gekommen. Es ist weitergegangen. Der Petrus hat für Menschen gebetet. Jenste Menschen haben Heilung erfahren in ihrem Leben. Hey, das Christentum, das ist gewachsen. Es ist wirklich so ein steiler Einstieg gewesen. Und das alles ist der Anfang von dieser Berufung von Petrus, wo
sich weiterzieht über Jahrhunderte, sogar Jahrtausende. Das ist die Geschichte der Kirche. Und heute Morgen wollen wir uns miteinander auf die Geschichte, auf den Weg machen, um noch mehr die Kirchengeschichte anzuschauen. Es hat sehr, sehr vieles in dieser Kirchengeschichte. Ich habe so verschiedene Punkte rausgepackt, sonst wären wir wahrscheinlich wochenlang da. Aber ich freue mich darauf, weil es enorm spannend ist und auch enorm wichtig ist. Das sind unsere Vorfahren. Genau. Also die erste Gemeinde, hey, was für ein Start. Das war gerade so ein Hoch gewesen. Jenste Menschen haben sich entschieden, sind in die Nachfolge hineingetreten. Aber dann ist das passiert, wo Jesus immer und immer wieder angekündigt hat. Neid, Hass, Eifersucht gegenüber den Gläubigen. Und in dieser Zeit war ein Mann sehr aktiv gewesen, und das ist der Stephanus. Du hast ihn mir da hinten angehängt, gell? Er ist irgendwo da versteckt. Der Stephanus, er hat zu dieser Zeit gelebt. Und er wird beschrieben als ein Mann Gottes, der enorm erfüllt war mit seiner Herrlichkeit. Und er hat für Menschen gebetet, es sind Wunder passiert. Er hat das Wort predigt, Menschen haben Jesus nachgefolgt. Aber das hat natürlich auch immer wieder Streitgespräche gegeben mit den Juden. Und schlussendlich ist es so weit gekommen, dass sie gesagt haben, hey, du lästerst über Mose, du lästerst über Propheten, das kann so nicht weitergehen. Und der Stephanus, er ist verhaftet worden, ist angeklagt worden und schlussendlich als der erste Nachfolger gesteinigt worden. Und in der Apostelgeschichte 8 lesen wir, wie mit dieser Steinigung vom Stephanus am gleichen Tag in der Gemeinde von Jerusalem eine schwere Verfolgung ausgebrochen worden ist. Und das führt dazu, dass die ersten Christen, die erste Gemeinde flüchten mussten. Es war eine schwierige Situation. Und sie sind geflüchtet. Und mit dem Flüchten hat sich auch das Evangelium verbreitet. Wir können uns das vorstellen wie so ein Bild mit einem Feuer, oder? Wenn das Feuer ist und ich will das auslöschen, ich stehe drauf und was passiert? Glut verbreitet sich, Glut windet überall an. Und genau das ist passiert mit dem Evangelium. Die Christen sind verfolgt worden. Und damit, mit dieser Verfolgung, hat sich das Evangelium verbreitet nach Judäa und nach Samarien. Und das Spannende ist, die letzten Worte von Jesus, oder fast die letzten Worte von Jesus, waren, dass er den Jüngern gesagt hat, hey, ihr werdet ausgerüstet und ihr werdet als Zeuge nach Samarien und nach Judäa gehen und dort das Evangelium anbringen. Und das ist genau passiert mit der ersten Gemeinde. Und eigentlich ist es doch so unlogisch, weil normalerweise geht etwas ein, wenn man es so unterdrückt, wenn man es kaputt machen will. Aber wir sehen hier, wie Gott seine Macht, sein Wirken im Spiel war und das Evangelium ist ausgebreitet worden durch die Verfolgung. Einer der Unterdrücker, das war ein Elite-Jude, den kennen die wahrscheinlich die meisten, das ist der Paulus. Der Paulus, der war so der Speerspitze. Er hat die Christen verfolgt, er hat alles daran gesetzt, dass die ersten Gemeinden vernichtet werden. Und dann hat er ein Bekehrungserlebnis gehabt auf dem Weg nach Damaskus. Sein Leben hat sich radikal verändert. Er ist auch ein Jünger geworden, ein Apostel. Er ist umgezogen mit dem Evangelium von Stadt zu Stadt. Er hat sogar das Evangelium ins Römische Reich gebracht, das dazumal riesig war, so die Hauptstadt. Und er hat sich stark dafür eingesetzt, dass der Glaube auch bei den Heiden verbreitet wird. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte 8-10, wie die ersten Nicht-Juden angefangen haben zu glauben an den Jesus. Und das hat viele Fragen aufgeworfen. Es hat Fragen aufgeworfen bei den Juden. Wir sind immer gedacht, Jesus sei nur für sie gekommen. Und es war die Frage, ja, könnt ihr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Könnt ihr auch getauft werden? Dürfen die einfach glauben? Dürfen die einfach auch aus den Schriften lesen? Können sie das überhaupt empfangen? Und der Paulus spricht das immer wieder an im Neuen Testament. Er redet immer wieder von dem Geheimnis. Das Geheimnis, dass eben Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern dass Jesus für alle Völker, für jedermann gekommen ist. Aber für die Judenchristen ist das enorm schwer gewesen, zu verstehen zu der damaligen Zeit. Die ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte sind geprägt mit Verfolgung. Christen sind als Randgruppe angeschaut worden. Man hat sie als Aufständige angeschaut, so als die Rebellen. Sie haben sich nämlich auch geweigert, um den Kaiser anzubeten und ihn wirklich als Gott auch Opfer zu bringen. Dazumal war der Kaiser Gott. Er hat sich selber als Gott angeschaut und sie haben das strikt verweigert.
Und durch das redet man von 10 Verfolgungswellen in den ersten 300 Jahren über die Christen im Gebiet vom römischen Königreich. Es hat verschiedene Kaiser gegeben, die die Christenverfolgung vorwärts getrieben haben. Und einer davon ist der Kaiser Nero. Er war ein Kaiser von grausamer Natur. Nebst dem, dass er seine Frau umgebracht hat, seine Mutter, jenste andere von der Familie und von seinem Reich, hat er die Christenverfolgung enorm vorwärts getrieben und gepusht. Und der Tacitus, das ist ein römischer Geschichtsschreiber, er wiedergibt die Verfolgung, wie das so zu und her gegangen ist, unter der Aufsicht vom Kaiser Nero. Und ich habe gedacht, ich lese euch mal so kurz ein paar Sätze vor, dass wir uns mal ein bisschen in die Zeit hineinversetzen, wie wir doch recht weit entfernt sind von so Verfolgungen. Bei ihrer Hinrichtung trieb man auch noch Spott mit ihnen. Man steckte sie in Tierhäute und ließ sie von Hunden zerfleischen, oder heftete sie ans Kreuz oder zündete sie nach Eintritt der Dunkelheit an, damit sie als Fackeln dienten. Das ist brutal. Das ist die härteste Verfolgung. Ich finde, das ist schlimmer als in jedem Film, wenn du das selber erleben musst. Das ist die Geschichte von der ersten Kirche, von der ersten Gemeinde. Und ich glaube, für uns ist das manchmal schwer vorzustellen, wie wir hier in der Schweiz in einem sicheren und stabilen Umfeld unseren Glauben in einer Freiheit dürfen ausleben. Das ist die Märtyrerkirche, die sich für den Glauben entschieden hat, die sich entschieden hat, zu leiden und auch für den Gott und Jesus zu sterben und das alles auf sich zu nehmen. Wir sind im Jahr 311 und mitten in dieser Verfolgung kommt so ein Hoffnungsschimmer für die Christen. Und zwar sehen wir auch immer wieder, wie die Christen sich immer wieder gut und vorbildlich benommen haben und vorbildlich gelebt haben, so dass wirklich die Menschen, die sie verfolgt haben, auch die Kaiser, gemerkt haben, die tun uns eigentlich gar nichts Böses an. Die wollen eigentlich gar keine Macht. Und das hat dazu geführt, dass der Kaiser Galleius so einen Duldungserlass eingeführt hat für Christen. Das bedeutet noch nicht, dass man sie akzeptiert, aber sie werden duldet mit dem Glauben, wo sie haben. Er hat gemerkt, die streben nicht nach Macht. Und Hoffnung ist aufgekeimt bei den ersten Christen. Und es wird beschrieben in verschiedenen Geschichtsbüchern, wie Christen das Dankeslied, das Siegeslied gesungen haben von der Miriam, wo wir dort gerade nach Exodus lesen, wo sie befreit worden sind, nachdem sie durch das Rote Meer durchgezogen sind, wo sie in Freiheit gekommen sind. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen einen roten Faden, wie da Christen das Lied wieder singen, Freiheit, vielleicht auch wenn es nur ein Stückchen Hoffnung und Freiheit ist. Aber trotz dieser Verfolgung ist die Anzahl der Christen gewachsen. Aus diesen ersten 100 Christen, die noch bei der Kreuzigung von Jesus waren, ist das angewachsen zu Millionen von Christen. Es wird beschrieben von verschiedenen Quellen, dass im Jahr 311, 312 Millionen Christen gegeben hätte. Die Verfolgung war eine Gefahr von außen für die Gemeinde und für Christen. Aber es hat natürlich in dieser Zeit auch Gefahren gegeben, die von innerhalb von der Kirche sich breit gemacht haben. Und zwar ist die Geschichte der Kirche auch immer die grosse Geschichte der Diskussionen. Und der Paulus wartet immer wieder im Neuen Testament und sagt, hey, passet auf, es gibt so viele verschiedene Irrlehren, es gibt viele verschiedene Strömungen und Bewegungen. Passet auf, richtet immer wieder den Fokus auf den einen, auf das Evangelium, auf Jesus und was er gemacht hat. Und lasst euch nicht beirren, wie es das dosiert, sonst gemeint. Und die Gemeinde hat immer wieder schauen, dass sie den Fokus behalten, dass sie nicht in so eine Bewegung kommen. Eine von diesen Bewegungen, die war im 1. Jahrhundert, das war die Gnosis. Gnosis ist so eine Vermischung zwischen Glauben und philosophischer Lehre. Zwischen einem christlichen Glauben und philosophischer Lehre. Und sie haben zum Beispiel geglaubt, dass Jesus nicht als Mensch auf die Welt gekommen ist. Sie haben auch nicht geglaubt, dass er auferstanden ist, sondern vielmehr, dass er so ein Schein auf dieser Welt war. Sie haben auch nicht an die Schöpfung geglaubt, wie wir sie glauben, dass sie in der Bibel beschrieben wird. Also sehr speziell. Und zu dieser Zeit hat es immer wieder Kirchenväter gegeben, vielleicht kennt ihr den Augustinus.
Und die haben einen grossen Teil dazu beigetragen, dass der Glaube und die Lehre immer wieder verteidigt wird, dass sie immer wieder klar gelehrt wird, klar predigt wird. Auch gerade zu Zeiten von Paulus, wo das so genug zugenommen hat mit den Christen, mit der Nachfolge, sind die Kirchenväter dort an, wo der Paulus nicht können, und haben sie gelehrt. Die Leute haben dann nicht können lesen und sie nicht ausgebildet gewesen. Und darum haben die Kirchenväter einen grossen Teil gemacht. Die sind vom 2. Jahrhundert bis zum 8. Jahrhundert unterwegs gewesen. Wir gehen jetzt auch wieder zurück ins Jahr 312. Während der ganzen Verfolgung ist dann aber ein entscheidender Schritt gekommen für die Gläubigen im Jahr 312, wo der Konstantin auf die Bildfläche gekommen ist. Und natürlich haben wir den Konstantin da. Ich glaube, der ist da hinten runtergefallen. Der Konstantin war Ende 20 gewesen. Er war im Feldherr gewesen. Und der Konstantin hat irgendwann mal geschmeckt, dass es da eine Chance gibt, dass er könnte den Kaiser ablösen und könnte das Amt einnehmen. Und so hat er seine Armee genommen, ist nach Rom gezogen und gefunden, ja, jetzt greifen wir den Kaiser an. Er hat natürlich gewusst, dass er total unterlegen ist mit seiner kleinen Armee gegenüber dem grossen Kaiser, der riesige Armee dazu. Er hat das Gebiet nicht kennt, er hat die Region auch nicht kennt, was immer ein Nachteil ist, um dort zu kämpfen. Aber der Konstantin hat eine Kreuzvision gehabt. Und zwar war er auf dem Feld und hat sich überlegt, im Namen von welchem Gott sollen wir in den Krieg ziehen? Und plötzlich sieht er ein hell leuchtendes Kreuz am Himmel oben, wo sichtbar geworden ist, eine Stimme, die sagt, in diesem Zeichen, wenn du unter diesem Zeichen in diesen Kampf gehst, dann wirst du siegen. Und wahrscheinlich sind ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, wo er gemerkt hat, hey, ja, das ist der Gott der Christen. Und mit dem Gott der Christen wird er den Sieg erringen. Auf wundersame Art und Weise ist ihm das ihm gelungen und dem kleinen Heer den Sieg zu erlangen, und der Konstantin ist Kaiser geworden. Prägt durch das große und unglaubliche Ereignis hat er die Christenverfolgung nach dem Sieg sofort beendet. Der Kaiser Konstantin ist so zu einem Wendepunkt geworden für die Christen. Er ist der erste Kaiser, der das Leben der Christen einfacher gemacht hat. Dazu hat er auch noch andere Sachen eingeführt, wie zum Beispiel, dass wir am Sonntag frei haben. Also wir merken heute noch seinen Einfluss, dass wir alle da sitzen und heute Nachmittag frei haben. Er hat dazumal auch den leitenden christlichen Gemeinden, Diakonen, Bischöfe, Priester die Steuern erlassen. Das ist heute leider nicht mehr der Fall. Das hätte jetzt behalten können. Wird jeder Pastor werden. Und etwas ganz Grosses, der Konstantin hat das Christentum zu der Staatskirche gemacht. Also von dieser Bekenntniskirche, von dieser Märtyrerkirche ist es plötzlich die Staatskirche geworden. Hey, und ich kann mir vorstellen, dass das ein grosses Aufatmen war für die Christen. Dass die so dankbar waren Gott gegenüber, dass er sich offenbart hat, dem Konstantin, dass er das Wunder da hat, dass sie jetzt endlich dürfen in ihrer Freiheit ihren Glauben ausleben. Es ist eine gewaltige Geschichte, es ist eine gewaltige Wende. Aber leider hat sie auch etwas sehr Negatives an sich gehabt. Und zwar hat plötzlich fast jede Person Christ werden. Die Kirche hat Optionen gegeben für Positionen, für das hat es Chancen gegeben, dass man Einfluss hat, dass man Macht bekommt. Plötzlich hat es sich gelohnt, zu der Kirche zu gehören, ein Teil der Kirche zu sein. Vorher war alles so ein Versteckten und jetzt hat es Lehrer gebraucht, es hat Diakone gebraucht. Es hat immer mehr so ein bisschen die geistliche Elite gebraucht, die gelehrt hat, die das Wort ausgelegt hat, die gesagt hat, wodurch. Es ist nicht mehr einfach am normalen Volk anvertraut worden. Und natürlich ist das auch sehr attraktiv gewesen, so eine Aufgabe zu übernehmen. Wenn es Macht gibt, wenn du Einfluss bekommst. Die Kirche hat auch viel Reichtum gehabt. Und vielleicht sogar, wenn es da gar nicht mehr um den Glauben gegangen ist. Und so ist die Kernbotschaft und die wichtigen christlichen Werte immer mehr verloren gegangen. Es war der Anfang von so einem gewissen Zerfall der Werte und es hat sich in eine enorme negative Spirale entwickelt, das Ganze. Hey, die Kirche, die mal
eine Bekenntniskirche, eine Märtyrerkirche war, wo du dir hast überlegen musst, will ich wirklich dem Jesus nachfolgen, hat die Wende gemacht, die Staatskirche, wo es mehr um Macht gegangen ist, um einen Titel gegangen ist und um Reichtum. Die Kirche hat angefangen mit schlimmem Ablasshandel. Der Taler in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, haben sie damals gesagt. Wir müssen zahlen, dass die Sünden vergeben worden sind. Politische, motivierte Kreuzzüge ins Heilige Land, aber auch in jenste andere Gebiete der Welt sind unternommen worden. Es war so ein Nährboden für Protz, ein Nährboden für Protz, auch protzige Gebilde zu bauen. Das sehen wir heutzutage noch, was für uns wunderschöne Gebäude sind. Aber der Nährboden für so viel Negatives, die Bewegung von dieser Märtyrerkirche, wo Jesus nachgefolgt ist, zu dieser Staatskirche, wo der Glaube und die christlichen Werte mehr oder weniger verloren gegangen sind. Und was sehen wir in der Kirchengeschichte? Immer, wenn es schlechte Zustände in der Kirche gegeben hat, dann hat es so eine Gegenbewegung gegeben. Und zwar hat die geheissen, das Mönchstum, die nächste Bewegung, die gekommen ist. Das Mönchstum, die Bewegung ist schon im 3. und 4. Jahrhundert hat die gestartet, aber so die Massenbewegung ist im 4. und 5. Jahrhundert gekommen, gerade wo das Ganze mit der Kirche so geändert hat und der schlechte Einfluss gekommen ist. Und das waren Menschen, die sich aufgemacht haben und gesagt haben, hey, wir wollen hier einen Gegenpunkt setzen. Es waren Menschen, die sich so in die Ruhe zurückgenommen haben, die auf den Ruf gehört haben, hey, verlass alles und folg mir nach, von Jesus. Und sie haben sich zurückgezogen und es ist sozusagen ein stiller Widerstand. Ein stiller Widerstand vom Mönchtum gegen die negative Entwicklung der Staatskirche. Darüber hinaus haben sie natürlich auch einen guten Einfluss gehabt. Sie haben Spitäler gegründet, aufbauen, soziale Systeme haben sie aufbauen, sie haben Schulen gegründet, also sie haben viel, viel Gutes bewirkt. Eine weitere Gegenbewegung ist die Reformation. Und wir alle kennen sie, besonders einmal. Wer ist es? Oh, ich denke, es kommt der Luther. Sehr gut. Der Zwingli, der ist gerade im Kino momentan. Wer von euch im Kino gesehen hat, geschaut, den Film? Ja, sehr gut. Sehr, sehr lohnenswert. Der Zwingli, der Huldrych Zwingli, Film im Kino für sein 500-Jahre-Jubiläum zu seinem Amtsantritt. Er hat im Grossmünster zu Zürich predigt. Und wir sehen doch das im Film, wie er das Matthäus-Evangelium nimmt und verständlich fürs Volk predigt. Und das ist ihm so wichtig, dass er angefangen hat, die Bibel in Schweizerdeutsch zu übersetzen. Und wir können das heute auch noch nachlesen. Das ist die Zürcher Bibel. Die hat der Zwingli übersetzt mit vielen anderen Studierten. Aber unter seinem Einfluss ist auch der Ablasshandel in Zürich abgeschafft worden. Er hat das Zölibat aufgehoben. Und durch das ist so eine Spaltung entstanden von der einheitlichen Kirche. Durch das hat es die reformierte Kirche gegeben, katholisch und reformierte. Der Zwingli, er hat viel Unterstützung gehabt von einflussreichen Männern. Aber ich finde ihn genial und er inspiriert mich, weil er ein Mann war, der Missstände gesehen hat in der damaligen Kirche. Und er hat nicht einfach nur die Augen zugemacht und es ignoriert, sondern er ist aufgestanden und er ist gegangen und er hat seinen Einfluss gebraucht, um Veränderung voranzutreiben. Zu der gleichen Zeit ist die Täuferbewegung entstanden. Täufer, sie haben versucht, ihre Taufpraxis streng nach der Bibel sich danach zu orientieren. Sie haben zum Beispiel auch gesagt, hey, Kinder wollen wir nicht mehr taufen, sondern nur Erwachsene, wenn sie die Entscheidung selber fällen können. Dazu haben sie die Bibel sehr, sehr streng als ihre Norm genommen, wie sie leben sollen. Und sie sind auch damals als Unruhestifter angesehen worden. Und wie man im Film sieht, sind auch immer wieder Leiter von dieser Bewegung in der Limmat ersäuft worden, damit man nichts mehr hört und das Ganze immer ein bisschen mehr abschaffen kann. Das ist die Kirchengeschichte. Und die Kirchengeschichte geht weiter, natürlich, bis zum heutigen Zeitpunkt. Und wir alle, hier mit der GVC Zürich Oberland, wir schreiben auch Kirchengeschichte. Ich will hier aber einen Punkt machen, nach dieser Täuferbewegung. Ich weiss nicht, was bei dir ausgelöst hat, wenn du das jetzt so gehört hast im Schnelldurchlauf. Bei mir hat es so gewissermaßen eine Spannung ausgelöst. Zum einen, wie so viel Leid passiert ist
Weil so viele Christen haben müssen leiden, weil so viele Christen unterdrückt worden sind, verfolgt worden sind. Aber zum anderen auch, wie die Kirche im Namen von Gott so viele schlimme Sachen gemacht hat. Krieg und Streitigkeiten. Und wiederum habe ich gemerkt, wie sie mir auch eine Dankbarkeit auslöst. Wie das Christentum und die Kirche so viel Gutes vorangetrieben haben. Wie sie so viel Gutes gemacht haben, wo wir zu verdanken haben. Gerade Schulen, Krankenhäuser, die sie gebildet haben, Waisenhäuser. So der Dienst am Schwächsten, der Dienst an den Randständigen, wo sie wieder helfen, dass sie eingegliedert werden können. Eingliederung von Menschen und auch Menschenrechte sind in Kraft gesetzt worden durch das Christentum. In dem Menschen aufgestanden sind, dem Ruf gefolgt sind, hey, steh auf und geh. In dem sie sich bewegen lassen haben, in dem sie mutig vorangegangen sind. Und etwas, was mir enorm zeigt, in all dem inne, zeigt es mir immer wieder Gottes Wirken. Gottes Wirken in der Kirche, aber auch durch die Kirche, in anderen Menschenleben. Obwohl sie verfolgt worden ist, obwohl Spaltung immer wieder ein Thema war, obwohl Degeneration ein Thema war, auch die Epoche der Moderne, wo es geheißen hat, ja, Gott muss man weg erklären, die Wissenschaft ist so viel grösser. Hey, Gott hat immer gewirkt durch die Kirche und sie hat immer wieder aufblühen. Und Menschen sind immer wieder in die Nachfolge gekommen und haben die Freiheit dürfen erleben. Und das hat mich zurückgeführt zu Matthäus 16, 18, wo Jesus gesagt hat, keine Macht kann die Gemeinde zerstören, nicht einmal die Macht des Todes. Und ich finde es berührend. Ich finde es berührend zu sehen, wie Jesus seine Gemeinde liebt und dass sein Wirken so groß ist in der Kirche und durch seine Gemeinde. Und wenn wir heute schauen auf dieser Welt, dann wird beschrieben, dass das Christentum die grösste Weltreligion ist, von gut 2,5 Milliarden Menschen. Und auch heute wächst das Christentum noch dort, wo Verfolgung stattfindet, enorm in diesen Ländern. Ich will mit euch zum Schluss in den letzten Minuten noch anschauen, was heisst denn das jetzt für uns? Für uns als GVC Zürich Oberland, was können wir daraus herausziehen aus dieser Geschichte? Ich will zurückgehen zum Stephanus, der dort so am Knündeln ist. Und für mich ist so ein Obertitel bei ihm Verfolgung. Der Titel Verfolgung. Verfolgung hat dazu geführt, dass Menschen sich klar entscheiden mussten. Sie haben gewusst, was es sie kostet, was auf dem Spiel steht. Sie müssen sich klar entscheiden. Sie sind sich der Konsequenzen wahrscheinlich sehr, sehr gut bewusst gewesen, wenn sie umgeschaut haben, wie die Verfolgung stattfindet. Und die ersten Christen, die sind überzeugt gewesen, dass der Glaube ihnen so viel gibt. Aber dass der Glaube an den Jesus Christus auch der eine Weg ist, dass es der richtige Weg ist, dass es der Weg ist, wo sie einschlagen wollen, wo sie das Leben dafür geben wollen. Und heute in der Schweiz, wir haben ein riesiges Privileg. Wir dürfen in einer Freiheit leben. Ich bin so unendlich dankbar. Muss ich eine Verfolgung nicht gleich erleben wie dazumal. Und wir können die Kosten enorm auch gut abwägen, oder? Die Kosten sind enorm klein. Aber ich merke auch, in dieser Freiheit kommt immer wieder die Gefahr auf, dass man sich drinnen verlieren kann. Dass das Christsein manchmal mehr eine Option ist. Dass das Christsein vielleicht noch so ein bisschen Sahne on top ist. Dass es vielleicht noch ein bisschen nice to have ist, das Christsein. Dass es noch ein Zusatz ist, noch ein gutes Gefühl oder ein bisschen einen Sinn im Leben zu haben. Die Kosten sind relativ klein. Im Gegenteil, ich glaube, oftmals kann die Motivation doch sein, was gibt es mir, was kann ich daraus holen? Wie komme ich noch auf die Rechnung und kann etwas Gutes für mich herausholen? Und ich habe mir so in der Vorbereitung eine Frage gestellt, die ich mir auch immer wieder stelle, und ich will jetzt einfach mal so einen Raum rühren. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass vielleicht dein und mein Glaube, wenn man so klein bleibt, oder vielleicht wir noch wenig mit Gott erleben, wie wir eben uns nicht ganz reingeben, so all in hineingeben und uns ganz entscheiden müssen. Weil es einfach eine Option ist für uns, nebst Erfolg und Ansehen bei den Menschen, gut ankommen und viel Genuss im Leben, dass es einfach noch so ein Teil ist. Du kannst dir das selber überlegen, für dich, wie das bei dir aussieht. Und das Zweite, was die Kirchengeschichte mir immer wieder zeigt, ist, dass es so viele Streitigkeiten gegeben hat um die Wahrheit.
Es hat so viele Diskussionen gegeben. Auch heute ist die Wahrheit noch so umstritten. Ich habe manchmal das Gefühl, jeder Mensch, inklusive ich, wir haben das Gefühl, wir wissen, dass die Wahrheit ist. Und ich sehe manchmal auf Social Media, wie jemand so etwas postet, einen Kommentar, und dann kommentieren die jenste unten dran. Nein, noch ein bisschen mehr so. Nein, aber es ist wirklich so. Hey, nein, das geht aber nicht. Noch ein bisschen mehr in die Richtung, noch ein bisschen mehr in die Richtung. Nein, ich weiss, wie es wirklich richtig ist. Und es gibt so schnell Streitigkeiten, wie jeder denkt, er weiss, was die Wahrheit ist. Und der Paulus ruft uns immer wieder zu, hey, verliert die Einheit nicht. Verliert die Einheit nicht. Und im Epheser 4,5 sagt er, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Der Paulus ruft uns zu, lebt in Frieden. Hört auf mit diesen Streitigkeiten, lebt im Frieden. Und anscheinend ist die Lehre gar nicht so wichtig gewesen, weil sonst hätte er es aufgeschrieben. Aber er hat ein Herr, ein Glaube, eine Taufe aufgeschrieben und alles andere weggelassen. Und wir werden aufgerufen, als GVC Zürich Oberland, immer wieder die Einheit zu behalten, die Einheit zu leben. Und ich habe mich gefragt, was braucht es denn dafür, dass wir so in einer Einheit leben können? Und ich glaube, es braucht immer wieder eine gesunde Selbstkritik, wo ich bei mir anschaue, und eine gesunde Demut. Wie Kirche ist ein Ort, wo Menschen von verschiedenen Hintergründen, von verschiedenen sozialen Schichten, von verschiedenen Generationen, von verschiedenen Prägungen zusammenkommen und wo sie vereint. Und Kirche soll ein Ort sein, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Und die Vielfalt kann manchmal so herausfordernd sein, aber die Schönheit darin ist, wenn wir nebeneinander stehen und auf das Kreuz schauen, auf den einen Jesus. Und ich glaube, um das geht es. Dass wir aufs Kreuz schauen und verstehen, was ist unser Auftrag. Zum einen in dieser Beziehung mit Jesus, wie der Weinstock und die Rebe, das Bild, das er braucht. Und zum anderen unser Auftrag nach außen, um in dieser Sendung zu laufen. Und ich glaube, wenn alle Menschen mal wissen, wer der Jesus ist, dann können wir anfangen mit Lehrstreitigkeiten und uns da innen bekehren. Und das Letzte, ich habe den Übertitel gesetzt, ist Kirche und du. Jesus hat seine Jünger berufen, den Petrus berufen, um die erste Gemeinde zu starten. Damit sie ihn widerspiegeln durch die Gemeinschaft, dass Menschen, Völker sehen, dass das für ein Gott ist. Dass sie den Gott dürfen erkennen, dass ein Teil vom Himmel schon auf die Erde kommen. Dass das Himmelreich Gottes da anbricht und verbreitet wird. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich habe das sehr lange nicht ganz verstanden. Ich weiss noch vorhin noch, ich habe so oft gedacht, Kirche ist für mich einfach eine Tankstelle. Ich komme an am Sonntag, ich profitiere, ich nehme etwas mit, es tut mir gut, das ist alles super und gut. Und erst als ich Anfangs 20 die Schule gemacht habe und angefangen habe zu studieren und mich mehr mit Kirche auseinandergesetzt habe, habe ich verstanden, um was es wirklich geht, dass ich berufen bin, ein Teil der Kirche zu sein, dass ich berufen bin, mich hineinzuführen am Verständnis, es geht um etwas Größeres. Es geht um die Geschichte, dass Jesus, dass Gott die Kirche weiter brauchen will, dass er Reich Gottes durch uns auf diese Erde bringen will, dass ich ein wichtiger Teil da drinnen bin. Wir haben einen Auftrag nach außen und zusammen haben wir so viel mehr Kraft, als wenn wir alleine verstreut sind. Und ich möchte dich fragen, siehst du dich auch als Teil von dem Volk, von Gottes Volk? Lässt du dich Teil von dem Volk machen? Oder wie siehst du die Gemeinde? Wie siehst du seine Kirche? Vielleicht nur als Institution? Oder machst du dich als Teil davon? Und etwas, was ich auch sehe, ist, Jesus hat so eine Liebe für seine Kirche. Er nennt sie seine Brut. Wenn ich das Bild überlege, hey, die Brut, die reinläuft, die Bräutigam vorne steht und sie wunderschön findet und einfach das Gute sieht und sie vollkommen liebt. Er nennt sie sein Volk. Er nennt Kirche sein Lieb. Und ich möchte dich fragen, was du siehst. Liebst du Kirche? Oder siehst du das Negative? Vielleicht auch Enttäuschungen, die passiert sind. Wo können passieren? Wir sind alle imperfekt oder unperfekt.
Was siehst du? Ich glaube, manchmal können wir die Kirche so ein bisschen zweitrangig anschauen. Vielleicht manchmal auch fast ein bisschen abschätzig. Und ich wünsche mir und ich bete, dass wir neue Kirche lieben dürfen, wie Jesus sie zuerst liebt. Weil er alles für sie gegeben hat. Weil er Kirche als Nummer 1 Werkzeug braucht auf dieser Welt. Zum Menschen berühren, zum Reich Gottes bauen. Und mich begeistert das so. Auch mit allem Unperfekten in der Kirche. Aber ich wünsche mir, dass wir das nochmal neu verstehen dürfen. Herr, wir sind berufen, zum Teil der Kirche zu sein. Sein Plan geht weiter durch die Kirche auf dieser Welt. Und ich möchte euch herzlich dazu einladen. Ich möchte zum Schluss beten und ihr dürft gerade aufstehen dazu. Vater im Himmel, ich möchte dich loben und preisen. Ich möchte dir Dank sagen, dass du ein Gott bist, der Menschen braucht, um sein Reich zu bauen. Es ist so eine Ehre, dass wir mit dem grössten Gott unterwegs sind, Herr. Ich möchte dich loben und ich möchte dir Danke sagen, dass du all die Auf- und Abs, die Achterbahn von der Kirchengeschichte, dass du nie deine Kirchen aufgegeben hast, dass du nie die Menschen aufgegeben hast. Keine Macht auf dieser Welt oder auf dem Tod kann die Kirche zerstören. Und ich danke dir, das ist das eine Zusage, auch eine Zusage für uns. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, auch gerade für uns als Kirche im Zürich-Oberland, dass wir wirklich dort auf die Kirche weiterbauen, Herr. Dass, ja, deine Macht, dein Wesen darf sichtbar werden durch unsere Gemeinschaft auf dieser Welt, Herr. Ich bete, dass wir dich heraustragen dürfen und Menschen dürfen dich erkennen und wie grossartig du bist, Herr. Ich möchte uns alle miteinander segnen und bitte dich, Herr, dass du auf diese Kirche spezifisch ein Segen leist, Herr. Du siehst auch vielleicht dort, wo Enttäuschungen stattgefunden haben, dort, wo falsche Sachen gelaufen sind, auch in unserem Leben, Herr. Ich bete, dass wir dort immer wieder vergeben dürfen, dass wir immer wieder dir das Herz angeben und dass du das neu schaffen darfst, eine neue Liebe für die Kirche hineinlegen, Herr, wie du sie liebst, Herr. Ich danke dir vielmals, dürfen wir mit dir unterwegs sein und uns brauchen lassen, Herr.